Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Heute ist Puls vor Ort Zarne. Das ist das Ziel der zweiten, der sogenannten Bergetappe an der Tour de Suisse. 9 Tage sitzen die Profis ja insgesamt im Sattel und haben 1320 Kilometer zu bewältigen. Das ist eine riesige Leistung und auch Belastung für den Körper. Und das schauen wir heute genauer an. Warum kann ein Trainierter so viel länger durchheben als ein Untrainierter? Was für das Essen hilft bei körperlicher Anstrengung? Und was für eine Rolle spielt der Kopf, wenn es ums Durchheben geht? Ja, nicht nur Profis sind heute unterwegs, auch unser Pulsarzt hat sich einiges vorgenommen. Der Thomas Kissling fährt für Puls Königsetappe von der Tour de Suisse mit. Als Arzt will er einmal am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn man an die Leistungsgrenze kommt. Er startet in Bellinzona 3 Stunden vor den Profis und mit einem E-Bike, damit er als Hobbysportler überhaupt eine Chance hat. Und ein Weile nach dem Start haben wir ihn dann einmal angerufen und gefragt, wie es so geht. Grüß dich, Frau Wallmeier. Ich bin jetzt gerade zu Faido eingefahren. Ziemlich nass. Die Füße sind platschnass. Aber geht gar nicht so schlecht. Bis jetzt mache ich noch. Und das Gesäß macht auch noch mit. Bis später. Klingt noch recht munter, jetzt noch. Wobei, ich denke, das könnte sich noch ändern. Urs Freuler, herzlich willkommen. Das bekanntes Gesicht, ehemaliger Veloprofi. Sie kennen die Strapazen von einer Tour de Suisse und sind auch schon mal eine Bergetappe gefahren mit einem E-Bike für ein Fernsehexperiment. Ist das überhaupt noch anstrengend? Ja, ich denke schon. Vor allem, wenn man ja zügig vorwärts kommen. Man muss gleich trampen wie vom Rennvelo. Und das Schöne ist einfach, man kommt viel, viel schneller für sich. Also bergauf hilft es natürlich. Wie ist es dann bei der Abfahrt? Merkt man das? Nein, das schaltet aus. Also ich habe dort in dieser Testfahrt habe ich den bergab 70-80 Stundenkilometer gehabt und dann nützt das Motor natürlich nicht mehr. Absolut. Also es dürfte auch mit dem Motor nicht ganz einfach werden und nicht umsonst heisst der Abschnitt ja auch Königsetappe. Was das für eine Strecke ist, das schauen wir uns jetzt mal genauer an, was der Thomas Kissling sich da möchte unter die Räder nehmen. Von Bellinzona aus führt die Tour de Suisse-Etappe zuerst die Leventina hinauf bis nach Airolo. Dann beginnt der Bergteil. Es geht zuerst über die 3 Alpenpässe Gotthard, Furka und Grimsel. Nach der langen Abfahrt vom Grimsel führt die Strecke über Meiringen und den Brünig-Pass bis zum Ziel nach Sarnen. Die Etappe ist 182 Kilometer lang. Über die 4 Pässe mit dem Furka-Pass als höchstem Punkt enthält sie eine Gesamtsteigung von 3.855 Höhenmetern. Die Tour de Suisse-Profis fahren Bellinzona-Sarnen in 5 Stunden 12 Minuten gemäß Marschtabelle bei geschätzt 35 Stundenkilometern Durchschnittstempo. Die große Frage ist, schafft das Thomas Kissling dank E-Bike gleich schnell? Was ist Ihre Prognose? Wie sehen Sie das, Herr Freuler? Ja, ich denke, der schafft das ohne Problem, weil die Velo, die sind heutzutage so gut geworden mit der Elektrounterstützung. Ich denke, das ist für ihn wahrscheinlich kein Problem. Wir haben es früher dazu mal auch geschafft und dann ist das heute ganz sicher gut. Jetzt ist er auch 3 Stunden vor den Profis gestartet. Das sollte ja auch vor ihnen im Ziel sein. Wir möchten ja das Rennen nicht blockieren. Ist das realistisch, jetzt der Abstand, den wir hier gewählt haben? Ich könnte mir das vorstellen. Also, ich bin jetzt auch nicht mein Wunder, aber ich glaube wirklich, die bergauf, die Unterstützung, die die Velo heutzutage geben, aber wird er wahrscheinlich etwas verlieren, weil da sind dann die Velofahrer schon zwischen vielleicht 20 Stundenkilometer schneller unterwegs als er. Aber wenn er technisch gut ist, dann wird er es sicher schaffen. Ja, also bevor wir den Thomas Kissling über alle Berge geschickt haben, haben wir natürlich auch sicher gehen, dass wir ihn nicht überfordern mit dem Experiment. Er ist auch nicht mehr der Jüngste, darf man glaube ich sagen. Und darum, zum Abklären, was er seinem Körper noch zutrauen, hat er vorab einen Leistungstest gemacht. Vor 6 Wochen. Thomas Kissling in der Basler Crossklinik bei Sportarzt Andreas Gösele. Dieses Fahrradergometer soll ihm heute verraten, wie viel Ausdauerpotenzial in seinen Beinen steckt. Bevor es losgeht, ein Fragebogen. Man duzt sich sportlich. Du befindest jetzt in einer speziellen Trainingsphase, du auf ein Ziel trainieren. Ja, gerade im Moment muss ich ein bisschen, dass ich überhaupt da dann mag über die Pässe reinfahren, die ich vor mir habe. Das Herz ist gesund. Doch Thomas Kissling hat ein Lungenproblem.
Es ist COPD, also ja, zu wenig Luft, könnte man sagen, und muss einfach regelmäßig Medikamente nehmen. Für den Sportarzt kein Grund zur Beunruhigung, weder für das Tour de Suisse-Experiment noch für den heutigen Tag. Es spricht gar nicht dagegen, dass wir jetzt heute den Leistungstest machen. Jetzt fehlt nur noch der Gurt für die Herzfrequenzmessung. Danach geht es in die Pedale. Und der Test beginnt mit Stufe 1, 40 Watt. Das heißt, Thomas Kissling muss jetzt eine Kraftleistung von 40 Watt in die Pedale treten, sonst steht das Gerät still. Das schafft er problemlos. Entsprechend seine Einschätzung auf der Befindlichkeitsskala. Extrem locker, was sieht nicht. Gut. Doch mit der Zeit könnten seine Muskeln übersäuern. Hinweise liefert eine Blutprobe vor jedem Stufenwechsel. Stufe 2, 70 Watt. Nahtlos schraubt das Ergometer alle 3 Minuten seinen Widerstand hoch, fordert 30 Watt mehr vom Fahrer. Bei Stufe 6 sind es schon 190 Watt. Die Anstrengung steigt stetig und jetzt rinnt der Schweiß. Für die Atmung ist es gleich wie für die Beine? Nein, Beine gehen besser. Man merkt schon, dass es mit dem schwierig wird. Ja. Stufe 7 verlangt 220 Watt vom Pulsarzt, über 5-mal mehr als am Anfang. Jawohl, tipptopp. Ja. Thomas Kissling kämpft weiter und sein Puls steigt. Der Puls ist bei 158. Dann Stufe 8. 250 Watt muss der Pulshausarzt inzwischen treten. Wie geht es mit dem Schnaufen, mit dabei? Immer reden. Okay. Thomas Kissling hat fast keine Puste mehr. Doch die letzten Sekunden von Stufe 8 beißt er durch. Noch 5 Sekunden. Sehr gut. Und wir hören. Okay. Ich will durchheben, die Stufe, wo weitergeht nicht mehr. Das hat mich wirklich gebraucht. Frisch geduscht will der Pulsarzt dann wissen, ob er das Tour de Suisse-Experiment gemäß Test schaffen könnte. Die Schlussfolgerung von Sportarzt Gösele optimistisch. Ja, du bist in der Lage, das zu machen, das durchzuziehen. Aber du bist darauf angewiesen auf Strom. Genau. Um Stunden durchzuhalten, sollte seine Herzfrequenz mehrheitlich im Komfortbereich bleiben, auch auf dem E-Bike. In seinem Fall sind das um die 134 Schläge pro Minute. Damit bringt er eine Leistung bis 153 Watt. Und wie sieht Thomas Kissling selber seine Chancen? Ich denke, ja, ich kann es schaffen, aber es ist mir schon noch ein bisschen geschmucht zumuten. Immerhin hat er jetzt eine Ahnung davon, wie stark er seinen Körper fordern kann. Andreas Gösele, Sie haben den Thomas Kissling untersucht und jetzt hat man auch gesehen, bei ihm hat man herausgefunden, welches die optimale Pulsfrequenz ist. Warum ist das so wichtig? Der Puls ist für uns ein wunderbares Schaufenster zum Stoffwechsel vom Körper. Das heißt, wir können mit dem Puls wunderbar steuern, das Training, aber auch die Belastung. Jeder weiß, je schneller man fährt, desto höher wird der Puls. Und wir nehmen das im Grunde genommen als Möglichkeit, das zu beeinflussen und die Belastung zu kontrollieren. Jetzt der Leistungstest, wie wir ihn gesehen haben, ist ja sehr aufwendig. Jetzt beim Thomas Kissling hat das sicher auch Sinn gemacht, im Zusammenhang mit COPD. Aber wer braucht so etwas sonst noch? Grundsätzlich ist der Leistungstest selbstverständlich für jeden eine gute Möglichkeit, der ambitioniert will Sport betreiben und vielleicht auch wettkampfmäßig will Sport betreiben. Manchmal haben wir auch medizinische Fragestellungen, wie beim Herrn Kissling jetzt war, wo es darum geht, bin ich denn überhaupt in der Lage, Sport und Belastungen in dieser Art und Weise zu tolerieren. Aber grundsätzlich kann man sagen, der Hobbysportler, der Rennen fährt und ambitioniert ist, profitiert davon. Der Spitzensportler sowieso. Und auch Leute, die Sport treiben und Krankheiten haben. Jetzt betreuen Sie ja nicht nur Hobbysportler, sondern auch Profisportler. Unter anderem ist der Fabian Cancellara sein Schützling. Da sehen wir ihn am Start in Bellinzona, wo er sich bereit macht für die Königsetappe. Es ist Mittag. Wenigstens müssen die Profis nicht schon im Morgengrauen los. Stellt sich die Frage, was essen denn die Profis, dass sie so eine Königsetappe bewältigen mögen? Wir haben eben das einzige Schweizer Team da, der Tour de Suisse, heute Morgen beim Morgen im Fahrerhotel besucht.
3,5 Stunden vor dem Start. Martin Elmiger ist der erste Fahrer des Teams IAM, der zum Frühstück kommt. Vom Hotelbuffet nimmt er nur Butter mit. Drüben am Fahrertisch steht alles andere bereit. Vor allem eine große Schüssel Müsli, vorbereitet in der Teamküche. Jeder Fahrer kann es nach Geschmack anreichern. Spaghetti zum Frühstück braucht Martin Elmiger nicht. Ja, es gibt schon Fahrer, die essen Pasta vor dem Rennen oder Reis. Ich manchmal auch, aber jetzt heute denke ich, es einfach zwei Abschälchen von dem kleinen Schälchen Müsli. Normalerweise gibt es eine grosse Schale Müsli und das langt dann eigentlich mit ein bisschen Pumpernickelbrot oder normales Brot. Je nachdem ein Spiegelei oder irgendwie ein Omelett noch dazu und ein bisschen Kaffee. Das Müsli schmeckt. Es ist ein wichtiger Energielieferant für die Königsetappe. Dass jeder seiner Fahrer genügend Kalorien aufnimmt, das ist dem sportlichen Leiter des Teams wichtig. Er hat Modellrechnungen je nach Fahrertyp und Strecke erstellt. Die Energiezufuhr ist ein heikler Balanceakt für die Fahrer. Es ist wichtig, dass sie ihre Depot möglichst schnell füllen können, aber nicht so füllen, dass sie eigentlich dann zu viel haben und zunehmen. Und das ist im Rennen halt anders als im Training. Im Training tut man das viel mehr reduzieren, also eher wenig Zucker, eher wenig Kohlenhydrat. Und im Rennen ist eigentlich, kann man sagen, fast das Gegenteil. Jetzt also, vor dem Ernstkampf, können die Fahrer zulangen, jeder nach seinem Geschmack. Martin Elmiger ist beim Pumpernickel angelangt. Seine Kollegen nehmen Omeletten, Käse oder beides. Ein erstaunlich normales Frühstück vor 180 Kilometern über 4 Alpenpässe. Beim Teambus knapp eine Stunde vor dem Start. Jeder Fahrer erhält ein isotonisches Getränk mit seinem Lieblingsgeschmack. Und auch drinnen kann sich jeder individuell mit Proviant ausrüsten. Ja, das ist unsere Bar hier. Da können wir uns bedienen heute mit den Essenssachen. Schäl, Baren, Koffeinshots, die brauchen wir heute wahrscheinlich nicht am Start. Dann Schüssschäl, Zuckerschäl, allerlei. Dann hat es noch so Barcake selber gemacht vom Team. Es ist klar, wenn man anfangs zu wenig isst, dann hat man hinten raus halt noch ein kleines Loch. Aber ja, mit der Routine, die alle Fahrer haben, ist es eigentlich eher selten, dass einer Hungerast hat. Ausser der ist den ganzen Tag in der Spitzengruppe, da gibt es ein bisschen zu essen, es ist kalt, es ist schlechtes Wetter, man kommt nicht gut hinten rein. Dann kann es passieren, aber eher selten eigentlich. 4 Haselnuss-Schäls liefern Martin Elmiger Energie bis über den Gotthard. Und ein Stück Kuchen gönnt er sich jetzt. So eine feine Wurst, das würde natürlich die Stimmung auch heben. Was meinen Sie? Vielleicht nicht gerade am Morgen, aber nach dem Rennen dürfte es durchaus auch einmal drin sein. Wenn man jetzt so schaut, dass zum Morgen hat man das Gefühl, da gibt es nicht eine Grundregel, wie man sich zu ernähren hat. Da hat jeder so ein bisschen sein eigenes System. Ist das korrekt? Wir lassen den Fahrern dort relativ viel Freiheit. Wichtig ist, dass sie ihre Kohlenhydratspeicher füllen. Ob das mit Reis, ob mit Pasta oder mit Müsli ist, das bleibt dem Geschmack überlassen. Und unterwegs haben wir gesehen, viele nehmen eben die Produkte, was immer Schäl, Riegel oder so, da braucht man die Verdauung nicht gross, es liefert aber Kalorien. Kann man aber so den Bedarf wirklich decken? Nein, eigentlich nicht. Dort versuchen wir wirklich nur einigermaßen das Defizit auszugleichen. Aber wir werden es nie schaffen, dort vollständig aufzufüllen, was die Athleten bräuchten. Aber es sind auch viele Sachen dabei, die für den Geschmack sind und gibt's auch zwischendurch auch mal ein Brötchen in der Verpflegungssäckchen, das ist sicherlich möglich. Gut, und jetzt die Sportlernahrung, das findet natürlich auch Hobbysportler aber noch sehr schick. Da gibt es auch noch ganz lässige Getränke, da kommt man sich gerade ein bisschen sportlicher vor, wenn man das zu sich nimmt. Aber bringt das eben an einem Hobbysportler überhaupt etwas? Ich denke, man kann nicht sagen, dass es nichts bringt. Aber ich glaube, wichtig für den Hobbysportler ist, dass er sich vor dem Start, bevor er losgeht, bevor er trainieren, 2-3 Stunden vorher, gut ernähren. Dann hat er schon mal für die ersten 1-2 Stunden ein gutes Polster dabei. Wenn er dann länger geht, 3-4 Stunden, dann macht es sicherlich Sinn, wenn er sich zwischendurch verpflegen. Da sind halt so Riegel und Gels sind halt sehr gut zum Transportieren. Das macht dann sicherlich Sinn, im Trikottäschchen das mitzunehmen. Unser Pulsarzt hat sich natürlich heute Morgen auf den Weg gemacht mit Riegel und Bananen im Gepäck. Wir hatten ihn ja schon mal kurz besucht. Mal schauen, wo er unterdessen steckt. Ich muss jetzt gleich den Akku wechseln.
Wenn es eine gute Gelegenheit ist, gehe ich ganz schnell raus. Nach einer knappen Stunde die Leventina hoch ist ein erster Akkuwechsel fällig. Sonst macht der Motor in der Hinterradnabe nicht mehr mit. Ein Mechaniker mit Begleitfahrzeug ist stets in seiner Nähe und bringt ihm eine 5 Kilogramm schwere neue Batterie. Ich bin auf 10% ist er noch. So wie er sein E-Bike fordert, soll das für die nächsten 45 Bergkilometer reichen. Und gleich geht's weiter. So, Gotthard, 12 Kilometer. Von nun an ging's bergauf. Unterstützt vom Elektromotor nimmt Thomas Kissling den ersten Pass in Angriff. Lässt auf dem Weg alle stehen, die die Strecke mit reiner Muskelkraft bewältigen. Ja, der leidet auch. Sogar noch mehr als ich. Er weiß natürlich, der Elektromotor verstärkt seine Leistung bis um das Vierfache. Aber bist du auf ein bisschen ab sich an? Und es geht weiter bergauf, immer Richtung Passhöhe. Sein Tempo, stolze 20 bis 30 Stundenkilometer mit Maximalunterstützung. Trotz Schneefeldern ist die Temperatur im Moment kein Problem. Aber das scheiß Kopfsteinpflaster, das macht einen zu schaffen. Ah, leck mir. Wie gut er die Gotthard-Kurven nimmt, kann der Pulshausarzt selbst überprüfen. Herzfrequenz und die eigene Wattleistung hat er stets im Blick. 140 Puls, 200 Watt, jede Beine und so ein Viertel. Die Beschwerden fühlt nur er. Doch Fakt ist, sein Puls von 140 liegt nur knapp im grünen Bereich. Dann Gotthard-Passhöhe. Boah. Number one. Oh, warte, ich muss ja da durch. Scheiße. Hier durch geht's ja. Er denkt nicht mal an eine Pause und verpflegt sich wie die Profis im Fahren. Frisch gestärkt saust der Pulshausarzt mit 61 Stundenkilometern abwärts. Boah. 3 Pässe hat er noch vor sich. Jetzt muss ich natürlich auch noch ein bisschen daran glauben. Ist ja nicht mehr als fair. Und es geht zurzeit noch ordentlich gut, habe ich das Gefühl, Dominik, ernst. Aber scheinbar kann das Gerät noch ganz anders. Und wo man so richtig ins Schnaufen kommt, wie ein Profi. Ja, also wir werden jetzt noch den Widerstand erhöhen. Und zwar probieren wir dann mit dieser Belastung simulieren, wie streng dass es für einen Elitefahrer heute wird. An einer Steigung, so dass er etwa eine halbe Stunde dabei bleiben kann. Ich bin gespannt. Also. Okay, ich würde Ihnen so das Mikrofon abnehmen, weil es wird ziemlich intensiv. Okay, dann anfangen kämpfen. Jawohl, ein bisschen Gas geben und jetzt machen wir Belastung ganz offen. Ja gut, da komme ich natürlich nicht weit, oder? Ist ja grau. Entschuldigung. Ja, ist ziemlich happy. Und das machen Sie wie lange? Halbe Stunde? Ja, nein, so 20 Minuten, halbe Stunde, ja, gut, geht also gut. Und die fahren natürlich dann noch den Rest vom Rennen. Und das sind Männer, oder? Das ist eine Manneneinstellung. Hätte ich als Frau überhaupt eine Chance? Ja, da muss man jetzt natürlich schon ein bisschen fair sein, oder? Als Frau, also das ist jetzt auf Kilogramm Körpergewicht gerechnet und die Leistung, die ein Mann da maximal machen kann, Elitefahrer, und wenn man das mit den Frauen vergleicht, ist es natürlich nicht ganz gleich hoch. Aus diesem Grund, auch mit dem besten Training auf der Welt, kommen sie nicht ganz auf diesen Wert über die lange Zeit. Das ist doch ein kleiner Trost, darf ich sagen. Wobei, es ist logisch, ich bin keine Profisportlerin und auch nicht sonderlich gut trainiert. Aber was macht es denn aus, dass ein Trainierter eben so viel länger mag? Man sieht es ihnen an. Einer dieser Velofahrer ist leistungsfähiger. Dabei stammt ihre Energie aus derselben Quelle, Fett und Zucker aus der Nahrung. Warum also holt der Trainierte mehr Leistung aus seinen Beinen? Ganz einfach, er speichert viel Fett und Zucker dort, wo sie gebraucht werden, in den Muskelzellen. Und die verfeuern die Nährstoffe auch besser in ihren zelleigenen Brennöfen, den Mitochondrien. Mehr Brennöfen heißt mehr Energie. Wie echtes Feuer benötigt das vor allem eines: Sauerstoff. Und auch davon hat der Trainierte mehr. Denn sein Herz pumpt viel Blut mit jedem Schlag und sorgt für reichlich Sauerstoff in den Muskeln. Der Trainierte ist damit gut gerüstet für die dauerhafte Velo-Herausforderung.
Ganz anders der Untrainierte. Sein Herz pumpt weniger Blut. Außerdem gibt es viel weniger Brennöfen in seinen Muskelzellen. Und die Fett- und Zuckerspeicher sind nur halb gefüllt. Die Reserven sitzen am falschen Ort. Speck auf den Hüften liefert auf die Schnelle keine Energie. Deshalb droht der Untrainierte viel früher zu ermüden. Seine Zuckerspeicher im Muskel sind schnell am Ende. Und dann holt der sich Zucker aus dem Blut. Es droht der gefürchtete Hungerast. Der Trainierte hingegen kann, dank guter Sauerstoffversorgung, stundenlang die gut gefüllten Fettspeicher in seinen Muskeln nutzen. Die Zuckerreserven spart er für besonders intensive Belastungsspitzen und für den Endspurt. Hoffen wir natürlich, dass am Thomas Kissling seine Muskeln da richtig funktionieren, dass er nicht in einen Hungerast hineingeht. Aber wie ist denn das jetzt mit diesen Fettpolstern am Bauch und an den Hüften? Die kann man nicht nutzen als Energielieferant? Eigentlich nicht wirklich. Die treibt man einfach nur spazieren. Und die müssen wir vor allen Dingen auch noch transportieren. Wichtig ist, dass man gute Energiespeicher in den Beinen oder in der Muskulatur hat, die man auch benutzen tut. Und das ist eigentlich das Entscheidende bei den Athleten. Das macht sie auch zu den trainierten Athleten, dass sie die Energie dort auch speichern, wo sie sie auch brauchen. Aber was heisst denn das? Was braucht das für ein Training, dass sich die Muskeln wirklich dann so bilden auch? Ist es so, wir haben im Grunde genommen zwei verschiedene Energiequellen. Das eine sind Kohlenhydrate, von denen haben wir vorhin schon geschwätzt bei der Ernährung. Und das andere ist Fett. Fett ist ein wichtiger Brennstoff, vor allen Dingen, wenn es um lange Ausdauerleistungen geht. Und das ist auch das, was wir im Training immer mit den Athleten eigentlich trainieren, dass sie so viel wie möglich von ihrer Energie aus diesen guten Fettspeichern rausholen, die sie zur Verfügung haben. Und Glykogen bzw. Kohlenhydratspeicher, dass sie die natürlich auch verwenden, aber mit denen müssen sie vorsichtig umgehen und haushalten, weil von dem haben sie nicht genug. Ja, wie es mit dem Thomas Kissling seine Muskeln aussieht, schauen wir einmal vorbei. Die Hälfte der Strecke hat Thomas Kissling unterdessen hinter sich. Jetzt spürt er die Anstrengung. Mit jedem Tritt. Ein bisschen zieht sie dabei. Das Gefühl, der Muskel ist ein bisschen kalt geworden beim Mitfahren. Aber jetzt wird er schon wieder warm. Er ist unterwegs zum Furka-Pass, zum höchsten Punkt der Etappe. Sein Puls ist viel zu hoch. So intensiv sollte er eigentlich nicht fahren. Und vor allem nicht über längere Zeit. Es zieht sich da drauf. Leck mir. 147. Puls 220 Watt. Pass 2 geschafft. Doch schon türmt sich vor ihm die nächste Herausforderung. Oh, leck das. Da oben wieder. Die 400 Höhenmeter des Grimselpasses. Dabei plagt ihn ein unangenehmes Problem, das viele Hobbyfahrer kennen. Schon ein bisschen müde Beine und ich habe noch ein bisschen Krampf, aber ich glaube, wir sind gleich oben. Aber... Yes, wieder eine. Auf dem Grimsel ein willkommener Stopp. Ich will noch wechseln schnell. Batterie Nummer 4 kommt zum Einsatz. Leg mich ein bisschen wärmer an. Der Verbrauch ist hoch, doch jetzt ist das Ziel einfach ankommen. 3 Pässe sind geschafft. Es geht die längste Abfahrt hinunter nach Meiringen, dann der Schlussanstieg zum Brünig. Am Straßenrand wartet bereits Publikum auf die Profis. Das musste ich gar nicht wirklich motivieren, weil ein Krampf im Bein zieht bei jedem Ding, aber ich will es jetzt einfach durchweisen, fertig. Stellen wir jetzt einfach vor, ich sage jetzt schon dort. Neben der Beinarbeit ist jetzt auch noch Eigenmotivation gefragt. Irgendwann muss ja der auch fertig sein da oben. Jetzt merken die 3 vorhergehenden Pässe. Den letzten Pass unter den Rädern, über 40 Stundenkilometer sein Tempo. Von jetzt an geht es nur noch talwärts. Es scheint, er müsste es schaffen.
Grüezi, darf ich Sie schnell etwas fragen? Nichts Schlimmes. Kennen Sie die Sendung Puls? Ja. Der Thomas Kiesling? Ja, sicher kenne ich den gut und Sie auch. Ja, ja. Und der macht heute Königsetappen, ganz allein. Wissen Sie? Ja, ja. Schafft er es? Aber es geht mit dem E-Biken. Ja, Sie, das ist immer noch... Normaler Velo. Nein, er hat ein E-Bike. Er hat einen? Schafft das. Der schafft das. Eins muss man natürlich sehen. Der Thomas Kiesling, der ist ganz alleine unterwegs. Bei den Profis da stehen natürlich einmal Hunderte von Fans am Strassenrand, die sie anführen. Das ist natürlich eine ganz andere Situation. Aber macht das etwas aus? Sind sie schneller deswegen? Mögen sie länger deswegen? Was für einen Einfluss haben Kopf und Psyche auf die körperliche Leistungsfähigkeit? Um diese Frage zu beantworten, haben Wissenschaftler von der ETH Zürich für Puls ein Experiment durchgeführt. 2 Sportstudenten, Simon links, Tim rechts, treten zum Experiment an. Am Sportphysiologielabor der ETH Zürich sollen sie eine halbe Stunde so schnell wie möglich in die Pedale treten. Verkabelt, vermessen und beobachtet von Hans-Peter Gubelmann, einem bekannten Sportpsychologen, der schon Simon Ammann coachte. Wenn der Startschuss gefallen ist, dann geht es am Kopf los. Bei einem zweiten Durchlauf wird sich der Sportpsychologe mehr einmischen. Er plant, den einen Studenten positiv zu beeinflussen, den anderen negativ. 2 Tage später. Tim hat diesmal beim Test negative Gedankensätze vor Augen. Hier, die Maske ist schon störend. Simon hingegen soll sich von Anfang an sagen, ich bin fit für eine Topleistung. Alle paar Minuten lässt Psychologe Gubelmann einen neuen Gedanken am Bildschirm erscheinen. Während Tim beim Test ständig an sich zweifeln soll, wird Simon durch positive Gedanken zur Bestleistung getrieben. Ziel der Übung: Tim müsste, beeinflusst von negativen Gedanken, heute schlechter abschneiden als beim ersten Durchlauf. Wie stark hat sich Tim beeinflussen lassen von solchen Gedanken? Im ersten Moment schlägt die so Sachen schon noch nieder. Also, das erste Mal, wenn du das liest, geht es natürlich schon rein und man hat irgendwie das Gefühl, es könnte schon etwas haben. Doch Tim ließ sich nicht unterkriegen. Trotz psychologischer Schikane fuhr er den zweiten Durchgang, hier grün, im Schnitt gleich stark wie den ersten. Tim hat sich ganz gut gemetzelt. Er ist wirklich, hat eine tolle Leistung gezeigt. Das zeigen die Werte. Er hat gekämpft. Wir haben ihn mit milden Gemeinheiten herausgefordert. Er hat die Anforderung oder die Forderung total angenommen und hat dem auch widerstanden. Also in dem Sinne eine gute Leistung gezeigt. Endspurt, jetzt auch für Simon. 2, 1 und Stopp. Seine erste Fahrt war bereits am Limit und doch hat er seine Leistung heute getoppt. Dank Psychologie. Es gibt einem wie noch einmal einen Kick, einfach noch einmal einen Stoß, auf gut Deutsch einen Tritt in den Arsch, um nochmal das Letzte wirklich aus sich herauszuholen, über die Leistungsgrenze zu gehen. Das Experiment hat Simon und Tim gezeigt, positives Denken macht stark. Sie haben es geschafft. Nach 5 Stunden, 1 Minute, Herr Kiesling. Sie sind, glaube ich, noch schneller als Feld. Der Gotthard darauf. Ja, danke. Durch meiner Hilfe, aber ich bin auf der Nase. Schon. Oh, ich kann nicht. Wir sind ganz stolz für Sie. Jetzt schnaufen Sie das erste Mal durch. Jetzt gibt es erst mal eine Massage für Sie. Merci vielmals für die Begrüßung. Gut. Schon? Ehrlich, mögen Sie noch? Soll ich Ihnen den Krampf im Bein? Aber sonst ist es gegangen? Ja, es ist
wirklich ein Steiß gewesen. Ja. Aber es ist besser gegangen, als ich gedacht habe. Ich eigentlich nicht gewusst, ob ich es schaffe oder nicht. Ich bin jetzt froh, habe ich es geschafft. Ja, es war wirklich eine super Erfahrung. Tipptopp. Gratulation. Merci vielmals. Was war jetzt so das Schwierigste jetzt an dem Ganzen, im Moment so spontan? Eigentlich Krämpfe wieder irgendwie zu lösen, weil das Zeitchen beim Auffahren hatte ich wirklich im linken Bein einen Krampf gehabt. Und dann der schlimmste Moment war, glaube ich, wo es gegen Grimsel ist. Vorher oben runterfahren, wo man gegen Grimsel schaut und einfach so eine Wand rauf sieht und denkt, Scheibenkleister, dort rauf muss ich jetzt gerade. Aber so haben Sie das Gefühl, Sie haben etwas gemerkt von der Unterstützung von dem Motor? Also, zuerst einmal allen denen Gratulation, die so etwas schaffen, ohne irgendeine Hilfe. Und entschuldigen möchte ich mich noch bei allen denen, die mit ihren normalen Velo raufgefahren sind, die Pässe. Und ich habe sie überholt. Dank der Hilfe, das hat einem fast ein bisschen leid getan. Was die Hobbyfahrer leisten, das ist fantastisch. Die gehen da opsi, schön in ihrem Tempo, fantastisch. Sie haben es auch fantastisch gemacht. Also geniessen Sie Ihre Massage. Ja, ist gut. Für Profis ist es aber noch nicht so weit. Sie haben noch ein bisschen etwas vor sich. Eine Spitzengruppe ist voraus. Sie haben jetzt über 100 Kilometer hinter sich mit einem durchschnittlichen Tempo von 35 Stundenkilometer. Der Martin Elmiger ist im Feld. Was heute eben auch zum Profi-Radsport gehört, leider muss man sagen, ist das Thema Doping. Darum werden, fängt nach allen Rennen, Kontrollen durchgeführt. Jetzt hier Zarnen an der Tour de Suisse macht das der Elias Langenmeier. Jetzt, wie sieht das nachher aus? Wissen Sie schon, wer die rauspicken? Also es ist eigentlich, die ersten beiden sind immer standardmäßig, der Etappensieger des heutigen Tages und der Gesamtführende. Da wissen wir schon Bescheid. Die UCI bestimmt darüber hinaus noch 2 Fahrer aus dem Fahrerfeld, die zusätzlich noch geprüft werden heute. Ja. Und was machen Sie denn genau mit? Ne? Also der Ablauf ist relativ standardisiert, auch streng vorgegeben von der UCI und von der WADA. Der Dopingkommissär ist der Zuständige. Ich bin für die Kontrollen, für die richtige Kontrollenabnahme zuständig. Wir haben unsere Chaperons, unsere Anstandsdamen, die nehmen am Ziel die entsprechenden Fahrer in Empfang direkt hinter der Linie und bleiben auch streng bei denen, halten sich im Hintergrund natürlich. Die Damen auch beim Pinkeln? Nein, nur zum Abholen. Und die sind dann dafür zuständig, dass die Fahrer regelrecht zu unserer Anti-Doping-Area kommen und dort nehmen wir sie dann in Empfang. Jetzt der effizienteste Weg, seine persönliche Leistung zu verbessern, ist, dass man die Zufuhr vom Sauerstoff in den Muskel optimiert. Weil der Muskel der braucht Sauerstoff, damit er kann seine Energie umwandeln kann. Jetzt ein Dopingmittel, das das besonders gut bewirkt, ist EPO. Im Radsport schon seit längerem ein Thema. Radlegende Lance Armstrong. Er hat, wie viele andere, Siege dank EPO erzielt. Das Hormon sorgt für die Bildung roter Blutkörperchen und damit für mehr Sauerstoff und Leistung. Über 100 Formen von EPO sind unterdessen auf dem Markt. In Urintests können sie nachgewiesen werden, teilweise aber nur für wenige Tage. EPO, so zeigen Aussagen überführter Sportler, wird oft in Kombination mit Blutdoping eingesetzt. Im Training spritzt man sich das Hormon. Wenn genug rote Blutkörperchen da sind, wird das angereicherte Blut abgezapft und vor dem Rennen wieder zugeführt. Eigenblutdoping ist zwar verboten, aber nicht direkt nachweisbar. Dabei macht eine solche Manipulation den Fahrer deutlich stärker. 10% mehr Leistung, wenn er am Sauerstofflimit fährt. Und bei tieferen Belastungen soll Blutdoping noch viel mehr bringen. Und schon sind 2 neue Wundermittel im Gespräch, ICAR und GW 1516. Sie sorgen für mehr Mitochondrien im Muskel und sollen damit die Ausdauer noch markanter steigern. Doping wird damit auch zukünftig eine Verlockung bleiben. Die beiden Wundermittel kann man auch mit Dopingtests nachweisen, aber beim Blutdoping, Herr Langenmeier, ist es, glaube ich, so ein Katz-und-Maus-Spiel. Das versucht man die Spuren immer ein bisschen zu verwischen. Wie wollen Sie das in den Griff bekommen? Nun, es wurde der Biological Passport entwickelt, bei dem eben anders als zu früheren Maßnahmen nicht die Substanz selbst herausgefischt wird, sondern der Effekt dargestellt wird, welche die Dopingsubstanz eben haben soll.
Und dann beobachtet man das Blut quasi über eine längere Zeit, ob sich das verändert? Jawohl, entweder das Blut oder Urin, je nachdem, was man nachweisen möchte, wird der einzelne Athlet über einen bestimmten Zeitraum verfolgt, richtig. Und ein Muster erstellt sozusagen. Hätte es denn jetzt am Thomas Kessling noch etwas gebracht, wenn er heute Morgen bei EPO eingenommen hätte? Nein, das hätte ihm heute nichts gebracht. Bis es zu der Wirkung kommt, von EPO muss man es mehrfach appliziert haben. Ich verbürge mich auch dafür, dass der Thomas Kessling ohne unerlaubte Substanzen gefahren ist und sich jetzt ordentlich durchkneten lässt. Und zwar von der Anja Albesini. Sie sind als Sportmasseurin hier im Einsatz an der Tour de Suisse. Wie fühlt sich das jetzt an, wenn Sie am Thomas Kessling seine Muskeln durchkneten? Also ich merke, dass die Beine sicher sehr müde sind. Es ist vielleicht ein bisschen über der Grenze, was er heute geleistet hat. Darum kann ich auch nicht so stark massieren, weil das würde ihm weh machen. Und dadurch, dass er morgen eine Pause hat, ist das auch gut so. Wie unterscheidet sich das jetzt zu Profimuskeln? Also einem Profi seine Muskeln sind definierter, natürlich. Und dann werde ich viel mehr massieren, viel tiefer massieren, weil er hat morgen wieder eine Etappe und da muss man die Verhärtungen rausmassieren. Herr Kessling, tut gut, nehme ich an. Was spüren Sie denn so? Wie geht es Ihren Beinen? Tut sehr gut und sie hat jetzt gerade den Punkt gefunden, wo man auch so den Krampf gemacht hat und ich bin froh, dass sie mir da hilft, dass das morgen ein bisschen weniger weh macht. Ja. Sie müssen wieder in der Praxis rumlaufen. Es ist sehr entspannend, so eine Massage, aber hat sonst noch einen weiteren Sinn, jetzt, den man braucht im Zusammenhang mit Sport? Also die Entspannung ist sicher ein grosser Teil, der wichtig ist auch für den Rennfahrer nach einer anstrengenden und lauten und hektischen Etappe. Es ist sicher auch, dass die Durchblutung wieder voll geht, also dass der Muskel versorgt wird und auch, dass die Giftstoffe, also die Abfallstoffe abtransportiert werden. Dann lasse ich euch jetzt in Ruhe weiterarbeiten. Unterdessen ist da natürlich eine Aufregung. Die Profis kommen ins Ziel. Ja. Grüezi, Herr Elmiger. Und wie ist es gelaufen? Ja, es war her. Wettermässig war es extrem kalt. Die Abfahrt nass, gefährlich, Nebel hat Stürze gegeben. Ja, Sie sind schadlos über die Runde gekommen. Ja, also immer noch ein bisschen kalt, aber sonst ist es gut gegangen. Wir haben das natürlich beobachtet, oder? Und ihr habt ja beide hier eure Velocomputer dabei. Machen wir doch gerade mal einen Quervergleich. Vielleicht mal die Wattleistung. Die Watt im Schnitt, jawohl. 54, aber mit 0 ist das. 139. Aber es ist mit 0, oder? Ja. Mit, wenn man nicht rampet. Ja, genau. Okay, ja. 254 gegenüber 139, ja. Aber eben muss ich sagen, Sie haben natürlich Unterstützung. Ja. Genau. Ja, die Akkus, die wir unterstützen, die glaube fast 400 Platz im Feld leisten. Ja, die hat ja gerne gehabt. Ja, genau. Es war kalt, oder? Ja, es war mühsam, vor allem nasskalt. Oder? Und, ja, in der Abfahrt war es extrem gefährlich. Im Grimsel hat es vielleicht auch einen Nebel gehabt. Ja, nein, wir haben noch nicht Nebel. Ja, wir haben natürlich etwa 30 Meter gesehen. Boah. Die einen sind geradeaus in einer Kurve. Nein. Also es war wirklich gefährlich, ja. Limit. Wie viel habt ihr jetzt Maximalgeschwindigkeit nicht? Topspeed 106. 64? Was? Maximalgeschwindigkeit? 106. Ja. 106? Ja, ich glaube, der Gotthard Abfahrt sind wir etwa eine Minute lang immer über 100 gefahren. Am Anfang in der Galerie. Das ist ja Wahnsinn. Da darf ich keinen Fehler machen dort. Das ist regelrecht geflogen. Ja, Herr Kessling, wie wäre es mit einer späten Karriere als Veloprofi? Oder gehen Sie jetzt doch lieber zurück in Ihre Praxis? Das ist viel spät. Ich bewundere die. Und morgen muss ich kann morgen die Beine hochlagern und er muss morgen schon wieder gehen. Morgen fängt es erst an. Ja, gut, Herr Elmiger, einfach vielen Dank und Gratulation jetzt für die Etappe. Weiterhin gute Fahrt. Merci, ja, danke. Merci, viel Glück noch. Danke. Merci, tschüss. Guten Ruhetag, Mann. Ja, merci. Okay. Ade, tschüss. Und Ihnen daheim wünschen wir ganz einen schönen Abend. Gute Unterhaltung, gerade anschliessend mit dem 10 vor 10, später mit dem Wirtschaftsmagazin ECO. Das war Puls vor Ort aus Sarnen von der zweiten Etappe von der Tour de Suisse. Super Leistung, Thomas Kessling. Für mich sind Sie mit Tagessieger. Ja, das freut mich. Sie verdienen einen Siegerkuss. Ja. Schönen Abend miteinander.